من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبارد وردنا يوم النشور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir machen heute inshallah weiter mit unserer Vortragsreihe Asma'ul Husna. Wir sind heute bei dem Namen Allah subhanahu wa ta'ala angekommen, Al-Alim. Ein Name Allahs, den die meisten von euch eigentlich schon mal gehört haben, beziehungsweise auch wissen, was es bedeutet. Al-Alim, derjenige, der alles weiß. So wie es immer in der Standardübersetzung im edlen Koran heißt. Das Wort Al-Alim kommt von der Wortwurzel Alime, Ilm. Wenn wir in den Maqayisul Lugha schauen, in den Übersetzungsbüchern zu den Worten von Ilm und Alim und Allam, und dann kommen wir zu einigen Bedeutungen, die ich euch kurz mal hier aufsagen möchte. In dem Maqayisul Lugha sagt man zu einem Alim, zu einem gelehrten Alim, jemand, der das Richtige vom Falschen unterscheidet. Ich glaube, hier in diesem Vortrag, vielleicht um das kurz mal zu erwähnen, wird höchstwahrscheinlich das so sein, dass wir dieses Thema in 2 Unterrichten beenden werden, inshallah, weil das doch ein breites Thema ist. In dem ersten Teil, jetzt in dem Vortrag, werden wir erstmal allgemein um das Ilm und was bedeutet Al-Alim, das Wissen Allahs, und in dem nächsten Vortrag besonders, welches Wissen ist wichtig, welches Wissen ist für uns relevant und welches Wissen ist von Allah besonders gesegnet. Das werden wir in dem nächsten Unterricht, inshallah, versuchen zu erklären. Jetzt nochmal kurz, um auf das Wort zu kommen. In dem Maqayisul Lugha zum Beispiel sagt man zu einem Alim, Gelehrter, was jeder von euch kennt, jemand, der die Wahrheit und die Lüge voneinander unterscheidet, das Richtige vom Falschen. Alim ist nicht derjenige, der ganz, ganz viel Wissen hat, denn ein Kafir oder ein Orientalist kann ebenfalls viel Wissen über den Islam haben, aber er ist noch lange kein Alim. Ein Alim ist derjenige, was ihn ausmacht, ist, dass er mit dem Wissen, was er bekommen hat, das Richtige vom Falschen unterscheidet. Raghib al-Isfahani sagt zu Ilm, was ist Ilm überhaupt? Ilm ist, sagt er, eine Sache wahrhaftig und richtig begreifen. Ein Mensch kann viel wissen, sehr, sehr viel wissen, aber der eine begreift nicht richtig, was eigentlich das Wissen bedeutet oder wohin das Wissen hinführt. Der eine lernt es, aber ganz, wie Allah es im edlen Koran sagt, wie ein Esel, der einfach Bücher auf seinen Rücken hat. Ein Esel, ob du ihm Bücher auf den Rücken legst oder Kot oder Gold, er weiß es nicht, er schleppt einfach. Und manche Leute haben viel Wissen, aber sie begreifen nicht und kennen nicht den Wert des Wissens oder haben nicht begriffen, was dieses Wissen bedeutet. Deswegen sagt Raghib al-Isfahani, Ilm ist eine Sache richtig und wahrhaftig zu begreifen. Man sagt im Arabischen zu einer Fahne Alam, zu einer Fahne. Warum sagt man zu einer Fahne Alam? Weil wenn eine Fahne irgendwo weht, dann kann man da sehen, ob der Feind oder Freund ist. Man weiß, ob dort Feind oder Freund ist, man weiß, welche Gruppe sich dort aufhält. Deswegen sagt man zur Fahne Alam. Man sagt zu einem Lehrer Muallim. Warum sagt man das zu einem Lehrer? Weil er ist derjenige, der das Wissen weitergibt. Deswegen Muallim, von dem Wort Ilm, Alim, abgeleitet. Aber man benutzt niemals für Allah subhanahu wa ta'ala Muallim. Man benutzt es für den Propheten zum Beispiel Muallim, aber niemals für Allah subhanahu wa ta'ala Muallim. Warum? Weil Muallim, um Muallim zu sein, ein Wissen zu verbreiten, beizubringen, musst du vorher selbst das Wissen irgendwo beigebracht bekommen haben. Jemand muss dich das gelehrt haben und du bringst das Gelehrte jetzt weiter. Und Allah subhanahu wa ta'ala, niemand hat Allah etwas beigebracht. Allah subhanahu wa ta'ala, sein Wissen ist ohne Anfang noch ein Ende. Allah, sein Ilm, hat niemand ihm beigebracht. Es ist nämlich ein ewiges Ilm, was mit ihm zusammen beständig ist. Im edlen Koran kommt das Wort Al-Alim im edlen Koran 157 Mal vor. Relativ häufig im edlen Koran. Es kommt aber in 3 verschiedenen Formen. Einmal Al-Alim 157 Mal, einmal 13 Mal Alim
wo Allah sagt, Alimul Ghaibi wa Shahada. Er ist der Wisser, der Kenner des Verborgenen und des Sichtbaren. Und das dritte kommt es in der Form Mubalagha Ismi Fa'il, Allam, Al-Allam. Das kommt im edlen Koran 4-mal vor, Innaka anta Allamul Ghuyub. Du bist ganz gewiss derjenige, der das gesamte Wissen, das alles Wissen, ausführliche Wissen über das Verborgene hat. Im edlen Koran kommt aber jetzt nicht der Name Allahs, Al-Alim, sondern Ilm, Wissen, im edlen Koran ca. 900 Mal vor. 900 Mal kommt ca. im edlen Koran Ilm, Wissen vor. Egal ob auf Menschen bezogen, auf Allah, aber es kommt 900 Mal vor. Allah subhanahu wa ta'ala setzt das Ilm eigentlich in den Zentrum des Menschen. Wissen wird in dem Zentrum des Menschen gesetzt. Wir Muslime haben das jahrhundertelang ebenfalls auch so aufgenommen, dass das Wissen bei uns im Zentrum des Lebens gewesen war. Wir wissen in Bagdad die Fortschritte, die dort die Muslime hervorgebracht haben. In Andalusien die Fortschritte, die Muslime hervorgebracht haben. Warum haben sie das gemacht? Sie haben nämlich verstanden, dass Wissen eigentlich das Zentrum des Menschen ist. Mit Wissen kommt man weit. Und deswegen war bei uns Fortschritt, Wissenschaft, Religion, Moral, Gesellschaft, Adab, Nachsicht, Rücksicht auf andere nehmen, immer so schön geschmückt gewesen, dass die Leute, die von woanders kamen, immer wieder schockiert darüber gewesen waren. Deswegen, Ilm, Wissen ist eine sehr wichtige Sache. Über 900 Mal berichtet Allah im edlen Koran im Zusammenhang mit Wissen. Es ist vor allem so besonders wichtig, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt im edlen Koran auch, um das anzumerken, derjenige, der glaubt, soll mit einem Delil glauben und derjenige, der nicht glaubt, soll ebenfalls mit einem Delil verleugnen. Allah verlangt, egal was du tust in deinem Leben, immer mit einem Beweis oder mit einem Wissen das zu machen. Egal was du machst, egal welchen Schritt du machst, welche Harakat du machst, welchen Weg du gehst, mach es immer mit einem Delil, mit einem Wissen. Und wenn du den falschen Weg gehst, dann erkläre dein Delil, warum du das machst. Mache nichts einfach so. Erkläre dein Delil, warum du das machst, dann können wir darüber diskutieren. Aber ein Mensch, der ohne ein Delil eine Sache macht, ohne Wissen eine Sache macht, den kann man niemals etwas erklären oder niemals mit denen reden oder niemals mit diesem Menschen aufeinander kommen. Er macht das ja sowieso für sich. Einfach so, weil ich Lust drauf habe. Mit so einem Menschen könnt ihr niemals aufeinander kommen. Aber wenn ein Mensch nach einem Wissen geht, nach einer Delil, nach einem Beleg geht, dann kannst du mit dem reden darüber, was richtig, was falsch ist. Vorher geht das nicht. Daher ist das größte Wissen, was man erlangen kann im Diesseits und überhaupt das allergrößte Wissen, was ein Mensch erlangen kann, ist das Asma'ul Husna, ist die Wissenschaft über Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn ihr schaut, alles was existiert, bündelt sich am Ende bei Allah wieder. Die gesamte Schöpfung im Endeffekt bündelt sich bei Allah wieder. Alles was es gibt, kommt am Ende zu Allah wieder zurück. Alles kam von Allah und alles wird ebenfalls enden und wieder zu Allah zurückkehren. Deswegen ist das Wissen über Allah, derjenige, der alles zum Existieren gebracht hat, mit Abstand das höchste Wissen, was ein Mensch erlangen kann. Das sind diese Unterrichte, die wir auch hier lernen mit den Asma'ul Husna, das Wissen über die Namen und Eigenschaften Allahs, wie er sich im edlen Koran da beschreibt. Das Gegenteil von Alim ist Jahil, von Ilm ist Jahl, ist Unwissenheit. Man sagt nicht zu einem Irren, er ist ein Jahil. Ihr werdet nicht sehen, dass man zu einem behinderten Menschen, also einem schwachen Menschen, der im Verstand schwach ist oder behindert ist, Jahil sagt. Sowas benutzt man niemals für solche Menschen. Man benutzt es für Menschen, deren Kopf eigentlich ganz normal funktioniert, aber die ihren Verstand nicht besitzen. Zu denen sagt man Jahil. Deswegen hat man Abu Jahil auch Abu Jahil genannt, der Vater vom Jahil, von dem Unwissenheit. Warum hat man das gesagt? Dieser Mann war nicht dumm gewesen, der konnte lesen und schreiben, hat Wirtschaft mit Karawanen geführt, war ein angesehener Mann, reich gewesen. Warum war er Jahil gewesen? Weil er das Wissen, was Allah ihm gegeben hat, er damit nicht unterscheiden konnte, was richtig, was falsch ist. Weil er das Wissen, was er bekommen hat, nicht richtig begreifen konnte. Deswegen ist er ein Jahil. Das trifft auch heutzutage auf die zum Beispiel die Bel'am-Gelehrten, die Bel'am-Hodjas zu. Diese ganzen Prediger, die kommen und jahrelang studiert haben in Mekka oder in der Türkei, irgendwo in welchen Universitäten. Diese Menschen sind Jahil,
Weil dieses Wissen bringt sie nicht dazu, das Richtige vom Falschen zu unterscheiden. Diese Menschen kommen und berufen die Leute immer noch zum Schirk auf, zur Sünde auf. Das sind Menschen, das Wissen, egal wie viel sie besitzen, hat ihnen nichts gebracht. Sie haben nicht begriffen, was das Wissen ist und sie haben damit nicht unterschieden. Deswegen sagen wir zu Menschen, die sogar sehr viel Wissen haben, das sind die wahrhaftigen Jahil. Weil sie das ganze Wissen, was sie besitzen, sie nicht dazu bringen, zu unterscheiden, was richtig und was falsch ist. Zusammengefasst, was bedeutet Al-Alim? Al-Alim bedeutet, Allah ist derjenige, der ausnahmslos mit seinem Wissen alles Sichtbare und alles Verborgene umfasst hat. Und derjenige, der seinen Dienern das Wissen beibringt. Guck mal, wenn ihr euch mal erinnert, in den ersten Unterrichten, Ar-Rahman, Ar-Rahim, habe ich ja gesagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala seine Namen, Ar-Rahman, Ar-Rahim, alles umfasst haben. Wasi'at kulli shay. Die Gnade, die Rahmat Allahs hat ausnahmslos alles umfasst. Selbst die Hölle wurde damit umfasst. Mit Allah seine Gnade, mit seiner Rahmat hat Allah ausnahmslos alles umfasst. Mit seiner Rahmat wurde eine andere Sache umfasst. Und das ist das Wissen Allahs. Allah hat diese zwei Dinge in allen Dingen umfasst. Mit seiner Gnade und mit seinem Wissen. Die Engel lobpreisen Allah und sagen, Rabbana wasi'at kulla shay'in rahmatan wa ilman. O unser Herr, du umfasst alle Dinge mit deiner Gnade und mit deinem Wissen. In einem anderen Vers, wasi'a Rabbi kulla shay'in ilman. Unser Herr hat mit seinem Wissen alles umfasst, ausnahmslos alles umfasst. Innama ilahukumullahu allazi la ilaha illahu wasi'a kulla shay'in ilman. Wahrlich, euer Gott ist Allah, außerdem es keinen Gott gibt. Und er umfasst alle Dinge mit seinem Wissen. Jetzt könnt ihr natürlich kommen und sagen, was umfasst denn Allah mit seinem Wissen? Okay, gut, Allah umfasst alles mit seinem Wissen, aber gib mal ein Beispiel. Manchmal sagst du, gib mal ein Beispiel, weil durch ein Beispiel kann man Dinge besser verstehen. Allah gibt selbst das Beispiel in Surah An'am. Das ist der Vers, der ausführlichste Vers über das Wissen Allahs, wo das Wissen Allahs am ausführlichsten erklärt wird. Allah sagt dort, وَعِنْدَهُ مَفَاتِيهُ الْغَيْبِ. Und bei Allah sind die Schlüssel der Verborgenheit. Alles Verborgene, die ganzen Schlüssel von dem Rizq, von dem Verborgenen, von der Zukunft, vom Jenseits, was dir noch geschehen wird, von deinem Inneren, was Menschen versteckt halten, diese ganzen Schlüssel sind alle bei Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'lamuha illahu. Und diese weiß keiner, außer einzig und allein er. Die kennt niemand außer er. Nicht die Engel, nicht die Menschen, keine Geschöpfe außer Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Und er weiß, was auf dem Land ist und was in den Meeren drin ist. Das weiß Allah. Wa ma tasqutu min waraqati illa ya'lamuha. Und es fällt kein einziges Blatt von einem Baum ohne Allah sein Wissen. Jeder Baum, jetzt sind wir gerade im Oktober, es ist Herbst, geht mal jetzt hier in den Wald oder in ein Gartenstück und versucht mal die Blätter zu zählen, die vom Baum fallen. Und Allah sagt, jedes Blatt, Milliarden von Bäumen, Trillionen von Blättern, jedes einzelne Blatt, was vom Baum fällt, weiß Allah Bescheid. Passiert mit Allah sein Wissen. Warum? Weil Allah sein Wissen hat ausnahmslos alles Sichtbare, Verborgene, kleine, große umfasst. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Und kein Körnchen ist in der Finsternisse der Erde und nichts Feuchtes und nichts Trockenes, das nicht in einem deutlichen Verzeichnis geschrieben steht, sagt Allah. Ob in der Erde, dieser ganz kleine Stück Erde, der kleinste Lebewesen, was sich bewegt oder nicht bewegt, ob trocken oder feucht, ob lebendig oder nicht lebendig, ob im Meer oder auf der Erde, ob im Himmel oder sonst wo. Alles weiß Allah subhanahu wa ta'ala. Allah weiß, wie jetzt gerade Milliarden von Blättern fallen und er weiß genau welches. Er versorgt gleichzeitig, weiß, dass jemand dort seine Versorgung braucht. Er weiß gleichzeitig, was in deinem Inneren geschieht und er sieht gleichzeitig die Sünden, die in der Nacht gemacht werden. Allah, sein Wissen, hat ausnahmslos alles umfasst. Deswegen sagen wir, Allah, sein Wissen hat keine Grenzen. Allah, sein Wissen hat weder einen Anfang noch ein Ende.
Allah sein Wissen zu definieren, ist unmöglich. Wir versuchen mit Worten einigermaßen das zu erklären, wie gewaltig es ist. Aber unsere Worte bleiben schwach, bleiben ungültig bei der Beschreibung von Allah sein Wissen. Das wird nicht möglich sein. Deswegen, Allah sein Wissen ist unbegrenzt. Zweitens, als Musa Pharaon zum Islam einlädt, da stellt Pharaon eine Frage Musa und sagt zu Musa, قال فما بال القرون الأولى. Was ist mit den Generationen vor uns, O Musa? Guck mal, das ist das Ahlak der Mushrikun. Das ist immer so. Musa macht Tebli zu Pharaon, dann sagt Pharaon, ja, was ist denn mit den Leuten vor uns? Weißt du, was er machen möchte? Er möchte die Leute, die drumherum sind, aufhetzen. Er möchte sie aufhetzen, er möchte sticheln. Er fragt, weil Eltern sind heilig, die Vorfahren sind ja heilig. Wo sind denn unsere Eltern, O Musa? Sag doch mal, dasselbe Beispiel kennen wir doch von uns. Wir kommen heute und sagen zum Beispiel, sich an demokratischen Wahlen zu beteiligen, ist Schirk. Derjenige, der das macht, der verfällt vom Glauben. Da kommt tatsächlich diese Frage. Wenn ich jetzt wählen gehe, bin ich dann auch ein Kafir? Da sagst du, jeder, der wählen geht, bin ich ein Kafir? Er will unbedingt aus deinem Mund hören, dass du sagst, ja, du bist ein Kafir geworden. Ja, dein Vater, deine Mutter, dein Opa und deine Oma sind alle Kafir geworden. Das verlangt er unbedingt von dir zu hören. Warum? Weil er will danach rausgehen und das sagen. Guck mal, der sagt zu uns Kafir. Hast gehört, der hat einmal Kafir zu mir gesagt. Was ist das für ein Irrer? Warum? Um die Leute aufzuhetzen. Diese Taktik der Mushrikun gab es schon vor 3.000, 4.000, 5.000 Jahren. Das gab es schon immer. Die Mushrikun heute sind 1:1 das Gleiche, was das Verhalten mit den Mushrikun von damals betrifft. Dann antwortet Musa Pharaon und sagt, er sagte, Ilmuha inda Rabbi fi Kitab. Das Wissen ist bei Allah in einem deutlichen Buch, in einem Verzeichnis geschrieben. Was mit den Vorhängen ist, das weiß Allah und hat das irgendwo niedergeschrieben. La yadillu Rabbi wa la yansa. Und weder irrt mein Herr sich, noch vergisst er. Diese zwei Punkte nehmen wir ebenfalls zu den Eigenschaften Allahs Wissen auf und sagen, Allah sein Wissen ist unbegrenzt. Allah sein Wissen, Allah ist niemals, hat sich irritiert oder hat falsches Wissen. Wenn Allah was weiß, dann ist das Wissen absolut richtig und Allah vergisst nicht. Es sind nicht so viele Informationen, dass irgendwann mal sagt, oh, ich habe was vergessen. Bei einem Menschen geschieht das. Ein Mensch irrt sich. Ein Mensch vergisst. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, weder irrt sich Allah, noch vergisst Allah subhanahu wa ta'ala, noch ist sein Wissen begrenzt. Wenn ihr jetzt fragen würdet, wo ist denn Allah sein Wissen am meisten zu erkennen? Wo reflektiert denn Allah seinen Namen und seine Eigenschaft Al-Alim am meisten hin? Dann ist ausnahmslos in einem Bereich sehr häufig, sehr stark, und zwar in dem Qadr, in dem Schicksal. Guck mal, das Qadr, das Schicksal eines Menschen hat Allah 50.000 Jahre, bevor er Himmel und Erde erschuf, niedergeschrieben. Allah subhanahu wa ta'ala erschuf das Schreibrohr und sagte zum Schreibrohr, schreib. Dann sagte das Schreibrohr, was soll ich schreiben, o mein Herr? Und Allah sagte, alles, was bis zum Jenseits passieren wird. Und alles wurde bei Allah subhanahu wa ta'ala auf Lawhi Mahfuz, wohlbeschützten Tafel, in ein Verzeichnis niedergeschrieben. Alles, was passiert, wurde bereits niedergeschrieben. Und dieses wurde mit Allah seinem Wissen niedergeschrieben. Mit Allah seinem Wissen. Deswegen weiß Allah subhanahu wa ta'ala ganz gewiss, was passieren wird, was passiert ist. Weil für Allah gibt es ja nicht vorher, nachher. Für Allah gibt es ja keine Zeit und Raum. Das gibt es ja für uns, aber für Allah gibt es das nicht. Allah weiß alles. Deswegen, wenn jemand fragt, weiß Allah, was passiert oder was passiert ist, diese Frage ist eigentlich ungültig. Allah weiß alles einfach. Das Vorher, Nachher ist für uns gültig. Wir leben in Zeit und Raum. Allah lebt doch nicht im Zeit und Raum. So, wenn ein Mensch weiß, dass das Qadr, dass Allah weiß, was passieren wird, dass Allah weiß, was mein Schicksal ist, wenn ein Mensch das weiß, dann verfällt dieser Mensch nicht in Sünde und dieser Mensch ist sehr, sehr stark in seinem Glauben. Guck mal, Allah sagt im Edlen Koran, Alam ta'lam, anna Allah ya'lamu ma fi samai wal ard. Weißt du denn nicht, dass Allah weiß, was im Himmel und was auf Erden ist? Weißt du das nicht, o du Diener? Allah weiß doch alles, was im Himmel und was auf Erden ist. Inna zalika fi kitab. Dies ist wahrlich in einem Verzeichnis. Inna zalika ala Allah yasir. Und dies ist für Allah etwas ganz Leichtes, sagt Allah subhanahu wa ta'ala.
Wenn ein Mensch jetzt weiß, dass mein Leben, mein Schicksal, alles, was mir widerfährt, Kummer, Trauer, Leid, Ungerechtigkeit, egal was es ist, Allah darüber Bescheid weiß, dann bist du erstmal ganz anders. Dann bist du viel beruhigter. Du bist nicht nur viel beruhigter, du bist sogar tiefenentspannter. Warum? Guck mal, Allah sagt, Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an tabarra'aha inna zalika 'ala Allah yasir. Es geschieht kein Unheil auf der Erde oder an euch selbst, das nicht in einem Buch verzeichnet wäre, bevor wir es in Dasein gerufen haben. Wahrlich, dies ist für Allah etwas Leichtes. Jetzt möchte ich schon mal ein Beispiel geben. Der Mensch, der plant, der Mensch, der organisiert, der Mensch setzt sich Ziele. Du willst was erreichen, du hast schon geplant, was du diese Woche machen wirst. Dann gehst du raus und willst das machen. Was passiert? Allah lässt einen Strich durch deine Rechnung gehen und dein Plan geht überhaupt nicht auf. Deine Erwartungen werden nicht erfüllt, das, was du vorgenommen hast, hast du nicht gemacht, das, was du geplant hast, hat nicht hingehauen, alles, was du geplant hast, wurde nichts. Was passiert? Der Mensch wird traurig, der Mensch wird enttäuscht, der Mensch wird sauer. Richtig? Richtig. Das passiert mit den Menschen. Und weil das mit den Menschen passiert, ändert sich aber die Situation ist die gleiche, aber die Sicht des Menschen, wenn er versteht, dass das alles passiert ist durch Allah sein Wissen. Allah weiß doch gerade, was passiert ist. Allah weiß doch meine Situation. Guck mal, warum ist das wichtig? Ich gebe euch ein Beispiel. Du gehst morgen arbeiten, du gehst morgen aus dem Haus, und du siehst auf einmal, wie ganz viele, die Straße voll, die ganze Stadt voll mit schwarzen, maskierten, bewaffneten Männern sind. Und du siehst auf der anderen Seite viele bewaffnete Polizisten. Du gehst aus dem Haus, richtig? Du willst arbeiten, am Abend dann einkaufen gehen, dann am schönen Abend machen mit deiner Frau vielleicht. Du gehst raus vor die Tür, auf einmal siehst du überall bewaffnete Menschen, Polizei, Sirenen. Was passiert? Es entsteht in dir eine Angst, eine Ungewissheit. Kannst du ganz normal arbeiten gehen, wenn du das alles siehst? Wenn dein Haus, deine Stadt, alles voller Polizisten ist. Gehst du dann ganz normal arbeiten und sagst so, tschüss. Was machst du? Du gehst überhaupt nicht arbeiten. Dein Plan ist unten, du machst gar nichts. Warum machst du gar nichts? Weil du weißt nicht, was los ist. Was passiert dir gerade? Passiert ein Aufstand? Passiert ein Umsturz? Was passiert dir gerade? Das würde ich euch fragen. Was würde passieren, wenn jemand kommt und nur diesen Satz zu euch sagt? Keine Sorge, das ist eine Übung von der Polizeidirektion hier bei uns im Ort Sontra. Das ist einfach eine Übung, das ist eine Absprache mit der Polizeidirektion. Was würdet ihr machen? Ach so, ihr würdet ganz normal zur Arbeit gehen. Warum? Ihr würdet ganz normal mit einem ruhigen Gewissen zur Arbeit gehen. Warum würdet ihr das machen? Weil ihr verstanden habt, ihr wisst, dass das mit dem Wissen dieser Bürgermeister oder dieser Polizeidirektion ist, mit der höheren Instanz, die damit hier verantwortlich ist. Weil ihr wisst, okay, das ist alles unter Aufsicht, das ist in Ordnung. Warum? Es passiert doch mit dem Wissen die Behörden wissen Bescheid, alles ist gut. Deswegen. Und genauso ist es, wenn dir ein Unglück passiert, wenn eine Sache passiert, die dein Leben durcheinander bringt, wenn du verstehst, alles passiert mit Allah sein Wissen, dann wirst du deinen Weg ganz normal fortführen. Ein weiteres Beispiel. Ich komme in die Moschee, der Bruder da hinten reißt gerade den Teppich raus, du gehst, hämmerst irgendwas an die Wand, er macht gerade Farbe an die Wand, ich komme in die Moschee und sehe das. Was würde ich sagen? Ich würde Schock kriegen. Ich würde wütend werden. Ich würde sagen, was macht ihr gerade da? Wenn ihr einen Satz nur sagen würdet. Furkan weiß Bescheid, er hat uns das gesagt. Was passiert? Dann sage ich, ach so, okay, der Verantwortliche der Moschee hat euch den Auftrag gegeben, dann macht ihr das. Auf einmal ist alles locker. Versteht ihr? Und genauso ist es wichtig, dass wir, wenn uns im Leben etwas trifft, dass wir verstehen und begreifen, dass Allah gerade darüber Bescheid weiß. Dass Allah sein Wissen gerade darüber ist. Allah ist schon längst darüber informiert. Allah wusste es sogar. Allah hat es sogar für mich bestimmt. Ihr würdet ganz anders handeln. Ich möchte euch ein Beispiel mal geben, in Hudaybiyah. In Hudaybiyah war das Abkommen des Propheten. Der Prophet sieht einen Traum. Er sieht einen Traum, wie die Muslime die Hajj machen, die Tawaf machen um die Kaaba. Er nimmt über tausende Muslime und sie gehen los. Sie gehen nach Mekka, alle völlig motiviert. Endlich sehen wir die Kaaba wieder. Mekka, jahrelang waren wir nicht dort gewesen. Sie gehen dahin. Was passiert? Kurz vor Mekka kommen die Mushrikun und sagen, nichts da, es gibt sowas nicht.
Dann kommen die Mushrikun, machen aber ein Friedensabkommen mit dem Gesandten Allahs a.s. Sie treffen ein Abkommen, dieses Abkommen sieht optisch so aus, als wäre das gegen die Muslime, weil die Paragraphen darin sind nicht zugunsten der Muslime, sind zugunsten der Kuffar. Okay? Der Prophet unterschreibt das, dann drehen sich um, Umar ibn Khattab sagt, ja Rasulallah, was passiert hier gerade? Sind wir nicht auf der Wahrheit, sind wir nicht auf Haq und sie sind auf Batil? Der Gesandte sagt, ja. Guck mal, die haben nichts verstanden. Es gab ein Versprechen, wir hatten einen Plan, einen Wunsch, Erwartung nicht erfüllt, Strich durch die Rechnung gezogen, nichts ist passiert, was wir erwartet haben. Im Gegenteil, wir haben einen Vertrag unterzeichnet, der optisch gegen uns sogar ist. Was haben wir gemacht? So, der Prophet. Was hat der Prophet gemacht? War der nervös? Hat er gedacht, ich habe jetzt diese ganzen 1000 Leuten die Hajj, den Tawaf versprochen. Ich habe das in meinem Traum gesehen. Was soll ich denn jetzt sagen? War der Prophet nicht ansatzweise. Der Prophet war tiefenentspannt und war gelassen. Warum? Er wusste, dass Allah subhanahu wa ta'ala, das mit seinem Wissen passiert. Dass Allah darüber Bescheid weiß. Deswegen war er gelassen, lehn dich zurück. Und im Vers sagt Allah folgendermaßen, لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ رُؤْيَا بِالْحَقِّ. Wahrlich, Allah hat seinen Gesandten das Traumgesicht zur Wahrheit, zur Verwirklichkeit gemacht. لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُخَلَّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ. Gewiss, ihr werdet ganz gewiss, wenn Allah es will, in Sicherheit in die heilige Moschee mit geschorenem Haupt oder geschnittenen Haaren eintreten und ihr werdet keine Furcht haben. Jetzt, فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا, und er weiß, was ihr nicht wisst. فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا, und Allah hat außer diesen noch einen nahen Sieg für euch bestimmt. Guck mal, Allah weiß, was ihr nicht wisst. Das war der Punkt. Das ist alles passiert, richtig. Ihr musstet hingehen, dann musstet ihr zurückgehen. Ihr habt das nicht gemacht. Aber ihr versteht das nicht. Ich weiß doch, warum ich das gemacht habe. Ich habe das doch für euch schon vorgeschrieben gehabt. Ihr regt euch gerade auf, weil ihr eine Sache nicht versteht. Ich weiß doch, warum ich das mache, sagt Allah. Ich weiß, was ihr nicht wisst. Also, was beschwert ihr euch? Gehorcht den Gesandten nach dem Motto, seid ruhig und gehorcht einfach. Ich weiß doch, was ich mache. Kurze Zeit später, was passiert? Alle Muslime bestätigen, Hudaybiyah hat den größten Sieg, weil dort wurde Mekka erobert, sie haben die Hajj gemacht und die ganze arabische Halbinsel hat sich denen geöffnet. Allah weiß, was ihr nicht wisst. Wenn wir zum Beispiel heute Dawa machen und wir treffen Versprechen und dann sagen wir machen was für die Dawa und dann merken wir sind gerade zusammen, aber manche halten ihr Versprechen nicht. Sie kommen nicht mehr in die Moschee, sie kommen nicht mehr, machen Dawa-Angelegenheiten mit und irgendwann kommen sie gar nicht mehr. Das würde euch traurig machen, richtig? Richtig, würde es. Wenn ein Bruder, mit dem ihr auf einen Weg gegangen seid, jahrelang, auf einmal nicht mehr mitkommt oder sich trennt, dann ist das immer traurig. Egal wer es war. Auch wenn er danach sich zum Schlechten wendet, ist das trotzdem traurig irgendwo. Und das gleiche Beispiel gibt es in der Schlacht von Tabuk. Allah weiß, was ihr nicht wisst. Ihr seid traurig vielleicht. Oh mein Diener, sei nicht traurig. Wisse, dass Allah weiß, was du nicht weißt. Dann gehst du ganz anders mit der Sache um. Was ist in der Schlacht von Tabuk passiert? Die Muslime ziehen in eine brutale Schlacht. Tabuk, eine sehr schwere Schlacht. Einige Muslime kommen nicht mit, sie bleiben zurück. Das macht die Muslime traurig, die in den Krieg gezogen sind. Ihr müsst euch das mal realistisch vorstellen. Wir sind gerade hier zusammen, jahrelang sind wir zusammen durch dick und dünn gegangen und auf einmal gibt es eine Demo. Billiges Beispiel ist mal eine Demo. Irgendwohin, es ist sehr wichtig und wir müssen da gemeinsam auftreten. 3, 4 Leute sagen, ich kann nicht, Frau ist hier und meine Ernte, ich muss arbeiten. Das würde uns traurig machen auf dem Weg. Wir würden dann denken, eigentlich hätten die mitkommen müssen, weißt du, gemeinsam. Das macht einen traurig. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala dazu, weil die Muslime nicht mitgekommen sind, einige. Allah sagt, وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ الْأَعَدُّ لَهُ عُدَّةً. Wären sie aber zum Ausmarsch entschlossen gewesen, so hätten sie sich ganz gewiss vorbereitet und ausgerüstet. Sie wollten von Anfang an nicht mitkommen. Jetzt geht's weiter. وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ قُعُدْ مَعَ الْقَاعِدِينَ. Doch sie wollten nicht zum Aufmarsch mitkommen. Was passiert? So hielt Allah sie zurück und sagte, bleibt sitzen mit denen, die sitzen bleiben.
bleibt mit den Frauen, den Munafiqun, bleibt mit den Sitzen. Allah hat ihnen dann ein Hindernis davor gestellt, weil sie von Anfang an nicht entschlossen waren. Sie wollten die ganze Zeit nicht. Sie haben keine Vorbereitung angetroffen. Wir fahren morgen los, du machst einfach gar nichts, bis nachts 1 Stunde, du bist sowieso schon unentschlossen. Allah sagt, das ist dein Wert, den du gibst, du bleibst schön zu Hause. Und da sind die geblieben. Es geht weiter. لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُكُمْ إِلَّا خَبَالًا. Wären sie mit euch ausgezogen, hätten sie nur eure Sorge vermehrt. Sie hätten euch nur Probleme gemacht. وَلَا أَوْدَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ. Und sie wären in euren Reihen hin und her gelaufen, sagt Allah. Sie wären überall hingelaufen, in euren Reihen. Was heißt das? Sie hätten da mit denen geredet. Ey, bist du sicher, was wir gerade machen? Ey, das ist doch gerade... Sie hätten alle in Zweifel gebracht. Und sie hätten sie in Zweifel gebracht. Und unter euch sind einige, sagt Allah, die auf sie gehört hätten. Wichtig. Der Endpunkt. Wallahu alimu bis zalimin. Allah weiß über die Ungerechten Bescheid. Allah weiß über die Salim Bescheid. Allah sagt, ich habe diese Leute zurückgelassen. Ich weiß, was ihr nicht wisst. Ihr seht die Herzen der Menschen nicht. Ihr mögt vielleicht traurig sein, weil er nicht mitgekommen ist. Ihr seht es nicht. Ich weiß aber, warum ich sie nicht mitgenommen habe. Und es ist zu eurem Vorteil, warum die nicht mitgekommen sind. Es ist zu eurem Vorteil, warum Allah sie ausgeschlossen hat, in unserer Jamaat hier zu sein. Die Menschen, die alle gekommen sind, heute weggegangen sind. Es hat einen Vorteil, warum Allah diese Leute ausgeschlossen hat. Wären sie mit euch, hätten sie nur Zwietracht gemacht. Die Brüder, die gerade hier sind, vielleicht noch ein bisschen unsicher sind, aber rein sind, hätten sie mit in Zweifel gebracht. Deswegen hat Allah sie getrennt. Deswegen, wenn ihr mit Menschen zusammen seid und sie trennen sich irgendwann von euch, ist das schmerzhaft. Wisset, Allah weiß, was ich nicht weiß. Und Allah weiß, warum das gerade passiert ist. Ein weiteres Punkt ist das Hidayat eines Menschen. Häufig ist es vielleicht so, dass man gerade Dawa macht und dann bist du kurz davor, dass er zum Islam konvertiert. Das hatten, glaube ich, viele von uns. So, du redest mit einem, der hat da voll Interesse und du denkst, ey, subhanallah, der konvertiert bald zum Islam. Auf einmal wendet er sich komplett ab. Er tritt dann zum Buddhismus rüber. Das Beispiel hatte ich mal. Also ich habe mal mit einem geredet, so Jahre, monatelang, Jahre sogar, in der Schule damals. Und der war so überzeugt, der hat Koran dann gelesen, alles. Am Ende war der Knall so, er ist zum Buddhismus gewechselt, einfach so. Er hat die ganze Information vom Koran genommen, ist dann irgendwie zum Buddhismus gewechselt. Das ist manchmal so ein Schlag ins Gesicht. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Inna sharra dawabi indallahi summul bukmul lazi la yaqilun. Die schlimmsten der Kreaturen, gewiss die übelsten der sich auf der Erde bewegenden Lebewesen, sind die, die bei Allah stumm und taub und die nicht verstehen sind. Also taub und stumm, nicht die blind, also die nichts hören wirklich, sondern die gegenüber der Wahrheit nichts hören. Die gegenüber der Wahrheit stumm und taub sind und es nicht verstehen. Allah sagt weiter, وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعُهُمْ. Hätte Allah in ihnen was Gutes gesehen, hätte er sie hören lassen. Dann hätte er ihre Herzen für den Islam geöffnet. Allah hat nichts Gutes in ihnen gesehen. Ihr denkt, ja, es war so knapp, der war so gut, der war voll anständig. Allah sagt, hätte Allah was Gutes in ihm gesehen, dann hätte Allah ihn recht geleitet. وَلَوْ أَسْمَعُهُمْ لَتَوَلَّوْهُمْ مُعْرِدُونَ. Hätte Allah ihn sogar hören lassen, sagt er, so wäre er später wieder vom Weg abgekommen. Er hat sich abgewendet vom Weg. Deswegen, ihr könnt auch nicht in die Herzen der Menschen schauen. Manchmal eure Verwandten, eure Familienangehörigen, die ihr Dawa macht. Und bei manchen denkt ihr, ey, das ist so gut, aber Allah leitet ihnen die ganze Zeit nicht recht. Ihr seht die Herzen der Menschen nicht. Ihr seht den Schmutz und den Dreck der Herzen der Menschen nicht. Aber Allah hat das Wissen über alles, das Verborgene und das Sichtbare. Ein Punkt noch. Es gibt viele Dinge, die uns zuwider sind, aber die Allah für uns vorgeschrieben hat. Dann gibt es manche Dinge, die wir mögen und die hat Allah für uns nicht vorgeschrieben. Allah sagt im edlen Koran, das ist jetzt auf Dschihad bezogen, aber das könnt ihr auf alles beziehen, auf alle Angelegenheiten der Dawa im Leben, egal was. Allah sagt, Kutiba alaykumul qitalu wa huwa karhun lakum. Allah hat euch den Dschihad vorgeschrieben, was euch aber zuwider ist. Ihr mögt den Dschihad nicht, aber Allah hat euch das trotzdem vorgeschrieben. Warum aber? Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Und manchmal gibt es Dinge, die ihr nicht mögt, aber die gut für euch sind. وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. Und manche Dinge mögt ihr, aber sie sind schlecht für euch. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Ganz gewiss, Allah weiß
ihr aber wisst nichts. Ihr wisst nicht. Wenn Allah eine Sache für euch vorgeschrieben hat, dann braucht ihr nicht darüber nachzudenken. Auch wenn es für euch abwertend ist oder nicht logisch oder ihr versteht es nicht, macht es. Allah weiß, ihr aber wisst nicht. Wenn Allah eine Sache weiß, er weiß das Gesamte, ihr seht nur ein kleines Teil. Ihr denkt kurzfristig, aber Allah denkt nicht kurzfristig. Allah sieht alles und urteilt so. Deswegen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala eine Sache sagt, so könnt ihr ganz gewiss davon ausgehen, dass dies gut für euch ist. Ich möchte zu einem weiteren Punkt kommen, und zwar, Allah sieht das Verborgene in den Menschen. Warum ist das wichtig, das Verborgene des Menschen, oder dass wir begreifen, dass Allah unser Innerstes kennt, das Verborgene von uns? Allah sagt im edlen Koran, in tubdu shay'an aw tukhfuhu fa inna Allah kana bi kulli shay'in alim. Ob ihr eine Sache offenkundig tut oder diese verbergt, wahrlich Allah kennt alle Dinge. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, sagt Allah. Und wahrlich, wir erschufen die Menschen und wir wissen, was sie in ihrem Inneren hegen. Und wir sind ihnen noch näher als ihre Halsschlagader. Wallahu alimun bizati sudur. Und Allah kennt das tiefe, innere, verborgene von deinem Herzen, was du dran hast. Allah sieht es. Guck mal, warum ist es wichtig, dass wir begreifen, dass Allah unser Inneres sieht? Es gibt zwei Gründe, die sehr wichtig sind. Für Allah gibt es erstmal nichts Verborgenes. Versteckt, verdeckt, geheim, verborgen, das sind Begriffe, die für uns Menschen gelten und gültig sind. Für Allah gibt es kein versteckt, verborgen, verdeckt, das gibt es alles nicht. Für Allah ist alles offen. Deswegen gilt für Allah die Regel, La takhfa alayhi khafiyya. Bei Allah bleibt nichts versteckt, nichts bleibt verborgen für Allah subhanahu wa ta'ala. Was haben wir aber davon, wenn wir wissen, dass Allah unser Inneres kennt? Naja, wir haben sehr viel davon. Also zum einen ändert sich unser Ahlak, zum zweiten unser Ikhlas. Guck mal, der Mensch, der kann den anderen was vorspielen. Du kannst heute kommen und den Leuten was vorspielen, was du gar nicht bist eigentlich. Du kannst auch dir selbst was vorspielen, sodass du wirklich dir selbst glaubst. Dass du glaubst, nein, das bin ich. Aber es gibt einen, den du nichts vorspielen kannst, und das ist Allah. Denkt immer dran, ihr werdet nicht zur Rechenschaft gezogen bei Allah in dem, wie ihr euch gibt, sondern ihr werdet zur Rechenschaft gezogen bei Allah in dem, wie Allah sein Wissen über euch ist. Und bei Allah gibt es kein Verstecken. Eures Innere, was ihr vielleicht euch vorspielt, könnt ihr Allah nicht mehr vorspielen. Ich möchte ein Beispiel geben. Der Prophet sagt, am jüngsten Tag, a.s.w., werden über die Angelegenheiten dieser drei Menschen als erstes entschieden. Sie werden vor den Richterstuhl als allererstes geholt. Pharao? Die Tyrannen? Nein, das sind es nicht. Ein Märtyrer, ein Gelehrter und einer, der gespendet hat. Allah wird den Märtyrer nehmen, zu sich zerren und sagen, zähl die Gaben auf, die ich dir gegeben habe. Und er wird die Gaben Allahs aufzählen, die Allah ihm gewährt hat. Dann wird Allah sagen, was hast du als Erwiderung für diese Gaben getan? Er wird sagen, ich habe auf deinem Weg gekämpft und bin gefallen, bin Schahid geworden. Allah wird sagen, Kazzab, du hast gelogen. Werft ihn in die Hölle. Er wird mit dem Gesicht auf den Boden in die Hölle geschmissen. Dann kommt der Alim, der Gelehrte. Allah wird ihn zu sich zerren und sagen, zähl die Gaben auf, die ich dir gegeben habe. Und er wird die Gaben Allahs aufzählen, die er ihm gewährt hat. Dann wird Allah sagen, was hast du als Gegenleistung, als Erwiderung für diese Gaben gemacht? Er wird sagen, ich habe Wissen gelernt und habe dieses Wissen weitergelernt. Allah wird sagen, Kazzab, du hast gelogen. Du hast es getan, damit die Menschen zu dir sagen, guck mal, was für ein wissender Mann doch du bist, wie viel Wissen er hat. Und er wird in die Hölle geworfen mit dem Gesicht auf den Boden. Dann kommt einer, der viel gespendet hat. Und Allah wird sagen, zähl die Gaben auf. Er wird die Gaben aufzählen. Allah wird sagen, was hast du als Erwiderung dieser Gaben getan? Und er wird sagen, ich habe auf deinen Weg gespendet. Allah wird sagen, Kazzab, du hast es getan, damit die Menschen zu dir sagen, was für ein großzügiger Mann du doch bist. Das haben die Menschen auch zu dir gesagt,
werft ihn in die Hölle mit dem Gesicht auf den Boden und diese Menschen werden in die Hölle geschmissen. Warum werden sie in die Hölle geschmissen? Was hätte es vielleicht verhindern können, dass sie nicht in die Hölle kommen? Hätten sie gewusst, dass Allah ihre Absicht kennt. Hätten sie doch nur verstanden, dass Allah das Wissen über ihr Inneres, über ihre Absichten doch hat. Guck mal, ein Mann kommt zum Gesandten Allahs und sagt, Ja Rasulallah, o Gesandter Allahs, eine Frage, ein Mann kämpft für Kriegsbeute, der andere kämpft für Ruhm, der dritte kämpft für Angeberei, Prahlerei, Nationalismus oder Wut. Welcher von ihnen kämpft für Allah seine Sache? Das gleiche Beispiel haben wir heute auch. Heute kämpft die kommunistische PKK und sagt, unsere Toten sind Schäden. Heute kämpft die laizistische türkische Armee und sagt, unsere Toten sind Schäden. Heute kämpfen die Leute von Assad, sagen, sie sind Schahid. Jeder nennt seine Toten Schahid. Hier kommt der Vers, der Hadith. Welcher kämpft für Allah seine Sache? Der Gesandte Allah sagt, Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Derjenige, der kämpft auf Allah seinen Weg, damit Allah seine Religion, sein Wort an höchster Stelle kommt, dieser kämpft auf Allah seinen Weg. Guck mal, die ganzen anderen Absichten sind ungültig. In einem anderen Überlieferung bei Nasa'i kommt ein Mann und sagt, Ja Rasulallah, eine Frage. Ara'ayta rajulan ghaza yaltamizul ajra wa zikra. Was ist denn mit einem Mann, o Gesandter Allahs, der kommt und guck mal, für das Belohnung Allahs kämpft und für Ansehen kämpft. Damit sagen, was für ein starker Mann. Guck mal, seine Absicht ist für Allah, aber er hat da ein bisschen noch, ja, dass die Leute ihn respektieren hat. Was sagt der Gesandte Allahs? La shay'a lahu, la shay'a lahu, la shay'a lahu. Er wiederholt es dreimal und sagt, für ihn gibt es nichts. Für ihn gibt es nichts. Für ihn gibt es nichts. Inna Allaha la yaqbalu min al-amali illa ma kana lahu khalisan wa btughiya bihi wajhahu. Allah wird niemals eine Tat akzeptieren, die nicht nur um seinetwillen, um sein Angesicht zu erlangen, seinen Lohn zu erlangen, gemacht wird. Nur dann wird eine Tat angenommen. Guck mal, man muss sich immer wieder fragen für seine Taten. Warum mache ich gerade diese Tat? Wofür mache ich das? Für wen mache ich das? Was will ich erreichen? Man muss sich zur Rechenschaft ziehen. Guck mal, lasst euch nicht täuschen. Wenn ihr eure Neffis fragen solltet, mache ich gerade eine Sache für Allah, dann wird natürlich euer Neffis sagen, du machst die Sache für Allah. Dieses Neffis, wo der Gesandte Allahs zu jedem Jumma mindestens Zuflucht bei Allah gesucht hat vor seinem Neffis, wenn du diesen Neffis fragst, habe ich gerade die Tat für Allah gemacht? Ja, natürlich wird dein Neffis doch sagen, das war für Allah gewesen. Also ein bisschen realistisch muss man schon sein. Du kannst doch nicht dich fragen, habe ich es gerade für Allah gemacht? Das war für Allah gewesen, Alhamdulillah. So läuft das einfach nicht. So geht das nicht alles. Guck mal, manchmal lässt Shaitan einige gute Taten einen Menschen errichten. Sag nicht, sowas ist unmöglich. Shaitan lässt dich Taten errichten, gute Taten errichten. Warum? Er lässt sich zum Nachtgebet aufstehen, wenn er weiß, du wirst beim Morgengebet verschlafen. Shaitan lässt sich gute Taten verrichten. Das ist das Beste, womit Shaitan dir kommen kann. Warum? Du mühst dich ja ab, du hast ein ruhiges Gewissen, aber die Absicht ist die ganze Zeit nicht für Allah. Überleg mal, wo würde Shaitan am meisten angreifen? Ich will jetzt nicht sagen, was würdet ihr machen, wenn ihr Shaitan gewesen wärt, Hasha wa Kallah, aber überleg doch mal, was ist denn ein Punkt, wo Shaitan, der ist ja nicht dumm, 100% eingreifen müsste bei einem Menschen? Wo ist am effektivsten da anzugreifen? Die Absicht. Es ist die Absicht. Deine Niyyah, der Ikhlas. Wenn ein Mensch eine Tat verrichtet, du machst das Gebet, Shaitan motiviert dich sogar, machst sogar Sunnah-Gebet. Du machst es, aber die ganze Zeit ist Riya. Du machst, damit die Menschen es sehen, damit die dich loben. Dann wird nicht nur dein Gebet nicht akzeptiert, das passiert dasselbe, was mit dem Shahid, mit dem Alim und denjenigen passiert, der Sadaqa gegeben hat. Du wirst nicht dafür nur nicht belohnt, du wirst dafür sogar bestraft, weil du eine Ibadah nicht für Allah, für wen anders gemacht hast. Du wirst sogar bestraft. Das ist das Beste, was Shaitan passieren kann. Deswegen ist es hierbei sehr wichtig, dass man seine Absichten sehr wichtig kontrolliert, indem man fragt, warum habe ich gerade diese Tat gemacht? Warum? Und nicht aber, warum? Warum? Und du gehst dabei ins Detail. Du überlegst darüber, habe ich das gemacht, weil gerade der Mensch war? Jetzt gerade abends, ich bin alleine. Warum mache ich gerade keine Sunnah-Gebete? Warum? Ist doch keiner da, aber Allah sagt das gut. Warum? Und so müsst ihr euch zur Rechenschaft ziehen.
Aber eine Sache ist wichtig, wie ihr wissen könnt, wie eure Tat, ob eure Absicht für Allah ist. Indem ihr auf eure Taten achtet. Guck mal, eine Sache will ich euch noch sagen. Wenn Allah uns im edlen Koran sagt, dass er alles weiß und dass er über unsere Situation Bescheid weiß, dann sagt er das nicht als Information für uns, damit wir sagen, ach so, okay gut, wir wissen Bescheid. Oh Allah, du weißt alles. Das ist nicht deswegen. Wenn Allah immer wieder sagt, Allah weiß, was ihr tut, Allah weiß, was ihr in eurem Inneren habt, Allah weiß euer Inneres, dann sagt er das nicht, damit ihr Bescheid wisst nur. Er sagt das, damit ihr wisst, dass ihr damit im Jenseits am heftigsten zur Rechenschaft gezogen werdet. Ihr werdet für alles, denkt nicht, das Entkommen, das nicht aufgefallen. Allah sagt die ganze Zeit, ey Mann, du Diener, du wirst dafür zur Rechenschaft gezogen. Guck mal, in diesem Vers, den ich vorhin verlesen habe, wo das Ilm Allahs am detailliertesten erklärt wurde, das ist Surah An-An'am, ein Vers später, sagt Allah Folgendes. Summa ilayhi marji'ukum, summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dann wird eure Rückkehr zu ihm sein. Dann wird er euch in Kenntnis setzen über das, was ihr getan habt. Darum sagt Allah die ganze Zeit zu euch, oh mein Diener, ich weiß, was ihr tut, damit wir uns damit zur Rechenschaft ziehen. Ich gebe euch ein Beispiel. Ein Mensch, der sagt, ich habe Hijra für Allah gemacht, aber dieser Mensch kommt hierher, kommt nicht in die Moschee, beteiligt sich nicht an der Jamaat, beteiligt sich nicht an die Jamaat-Gebete, so war seine Hijra nicht für Allah gewesen. Egal was er sagt, seine Hijra war nicht für Allah gewesen. Wenn ein Mensch kommt, jemand sagt, ich gehe in den Dschihad, lässt seine ganzen Schulden hier offen, zahlt seine Schulden nicht zurück, geht in den Dschihad, verhält sein Wort die ganze Zeit dort nicht ein, sitzt da und lästert, so macht dieser nicht Dschihad für Allah seinen Weg. Punkt. Egal was er sagt, er macht dort nicht den Dschihad für Allah. Die Absicht ist, damit die Menschen was sagen, es ist nicht für Allah. Das meine ich. Eure Taten sind das Spiegelbild eurer Absichten. Jemand, der Dawa macht, aber dauerhaft die Herzen der Menschen bricht, mit seiner eigenen Familie kein Dawa macht, hält sich selbst nicht daran, dann macht dieser nicht Dawa für Allah seinen Weg. Er macht es aus welchem Grund auch immer. Er macht es nicht für Allah. Punkt. Jemand, der sagt, ich möchte viel Geld erlangen, ich möchte einen guten Job haben, damit ich danach das auf Allah seinen Weg ausgeben kann und dabei nicht auf Halal und Haram achtet in seinem Tijaret, die Leute anlügt, um seine Ware zu verkaufen, die Leute betrügt bei den Preisen, dieser wird niemals das Geld für Allah geben. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge, das stimmt nicht. Egal was er sagt, ich mache es für Allah, ich schwöre. Manche Leute wissen ja zum Beispiel, die kennen die Hadithe, es gab einen Diener, der hat gesagt, oh Allah, wenn ich das hätte, dann würde ich das spenden, hat Allah ihnen das gegeben. Manche Leute denken, die können wirklich Allah austricksen. Also völlig kranke Menschen, die glauben, sie können ja Allah vertricksen, indem sie sagen, oh Allah, wenn ich Geld habe, dann werde ich spenden. Aber die wissen von vornherein, dass sie eigentlich nicht spenden werden. Denen geht es eigentlich um das Geld, damit sie was leisten können. Solche kranke Menschen gibt es und genauso ist es auch. Dieser Mensch, der hat die Sache nicht für Allah gemacht. Jemand, der Ilm lernt, dieses Ilm nicht in Taten umsetzt, dieses Ilm nur zum Diskutieren nimmt, mit diesem Ilm arrogant wird, Leute herabwürdigend behandelt, dieses Ilm hat er nicht für Allah gelernt. Niemals. Und dabei könnt ihr sagen, was ihr wollt. Deswegen müsst ihr so eure Taten vor dem Spiegel stellen. Und dann werdet ihr wissen, was eure Absicht ist. Aber eine Sache ist immer wichtig. Die sollt ihr niemals vergessen. Allah weiß über euer Inneres. Ihr möget allen was vormachen, genau was ich gerade gesagt habe. Ihr möget für eine Frau hierher kommen, aber sagen, es war für den Islam. Ihr möget sagen, ich mache den Handel für Allah, meine Zeit investiere ich die ganze Zeit für Arbeit für Allah, aber ihr spendet die ganze Zeit nicht. Ihr möget vielleicht sagen, ich lerne Ilm für Allah, aber macht es, um zu diskutieren die ganze Zeit. Das habt ihr nicht für Allah gemacht. Aber ihr könnt allen was vormachen. Ihr könnt jedem was erzählen, aber Allah kennt ganz gewiss euer Inneres. Ihr könnt jedem was vormachen, aber Allah könnt ihr nichts vormachen. Ein weiteres Nutzen, was wir davon haben, wenn wir wissen, dass Allah unser Inneres kennt, ist, dass wir unsere Gedanken besser kontrollieren. Guck mal, Allah sagt, يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ. Er kennt die verräterischen Augen
und weiß über das Bescheid, was sie in den Brüsten verbergen, sagt Allah. Ibn Abbas macht Tafsir diesen Vers und sagt, wisst ihr, was die verräterischen Augen sind? Das ist jemand, der zu einem nach Hause geht, jemand öffnet die Tür, eine Familie öffnet ihm die Tür, er geht zu ihm nach Hause, aber warum? Weil er eine hübsche Frau ist. Und immer wenn die Hausbesitzer mit ihm reden, dann guckt er sehr schamhaft, sehr respektvoll, sehr bescheiden. Aber sobald die Hausbesitzer sich wegdrehen oder weggucken, dann versucht er mit seinem Auge sofort auf die hübsche Frau zu gucken. Das ist das verräterische Auge, sagt Allah. Und Ibn Abbas macht dort den Tafsir dazu. Guck mal. Allah kennt und weiß hinter deinem schamhaften Blick den Verrat, den weiß Allah. Allah weiß hinter deinem sanften Lächeln den Hass, den du eigentlich hast. Allah weiß hinter deinem süßen Wort auf der Zunge dein Gift eigentlich. Allah weiß hinter deinem festen Händedruck dein Hinterhalt schon. Allah weiß hinter dein Kompliment, das du gemacht hast, eigentlich ein indirektes Dissen gegenüber dem anderen. Allah weiß hinter dein großzügiges Geben dein Ansehen, was du erlangen willst, und die Arroganz, die du haben willst. Allah weiß über alle Situationen von dir Bescheid. O du Diener, Allah weiß über dein verborgenes Bescheid. Deswegen, wenn du weißt, wenn du begreifst, jeder von uns weiß, dass Allah alles weiß. Das wissen wir alle. Das kann alle wiederholen. Wenn jemand sagt, weiß Allah alles, dann sagen wir alle, ja, ja, Allah weiß alles. Aber es geht ja darum, zu begreifen, dass wirklich Allah alles weiß. Zu verstehen, zu verinnerlichen, dass Allah alles weiß. Und wenn ihr versteht, dass Allah euer Inneres ins Detail weiß, was ihr nicht mal aufmerksam gesehen habt, dann wird euer Charakter, eure Gedanken und vor allem euer Ikhlas kontrolliert. Guck mal, es gibt Su'izan, das schlechte Denken. Das schlechte Denken über Muslime, über andere, ist eine sehr schlimme Krankheit. Su'izan ist daher vor allem sehr schlimm, weil es ist ja nicht wie eine Tat, die ein Mensch sehen kann und dich darauf hinweisen kann. Su'izan sind einfach nur schlechte Gedanken über Menschen. Das sieht keiner. Du musst dich dafür nicht schämen. Und das ist die Gefahr. Weil das niemand sieht und das nur für dich gilt, fängst du an, immer wieder schlecht zu denken über Muslime. Immer schlecht. Du kannst auch gut denken, aber denkst immer schlecht. Der hat mich gerade so angeguckt, der hat das und das gemacht. Der hat mir das nicht gegeben, ich habe das gesehen. Der hat mich nicht gegrüßt, weil er mich bestimmt. Immer das schlechte Denken. Es ist krank. Und da gibt es viele. Der hat mir nicht geschrieben, der hat es gesehen. Okay, gut, der gibt mir keinen Wert. Okay, gut, der hat Schulden bei mir. Warum gibt er nicht? Warum spricht immer gleich das schlechte Denken? Und Allah sagt im edlen Koran, Ja ayyuhallazina amanu, o die ihr glaubt, o ihr Muslime, o ihr Gläubigen. Ijtanibu kathiran min az-zanni, inna ba'da az-zanni ism. Inna ba'da az-zanni ism. Hütet euch bloß vor Vermutungen, denn manch eine Vermutung ist wahrlich Sünde. Und manchmal ist der Gedanke, der schlechte Gedanke, mehr sündhaft wie eine Tat eines anderen Moslems, die vielleicht nicht gerade richtig war. Aber dein Gedanke darüber ist noch sündhafter. Guck mal, ein Muslim darf nicht alles denken. Ein Muslim darf nicht alles fühlen. Ein Muslim darf nicht alles aussprechen, was er will. Ein Muslim darf nicht alles tun, was er will. In der heutigen laizistischen Gesellschaft, diese gottlosen Gesellschaft, den Staat, läuft das ja so ab. Du kannst sagen, was du willst. Und die Leute sagen, was sie wollen. Verletzen andere Menschen. Beleidigen Religionen. Menschenwürde wird getreten. Du darfst ja sagen, was du willst. Du darfst fühlen, was du willst. Und dann entstehen emotionale Gefühle, Liebe zu Gleichgeschlechter, Liebe zu Kindern, Pädophilie. Du darfst ja fühlen, was du willst, das ist dein Inneres. Du darfst denken, was du willst. Du bist frei in deinen Gedanken. Deswegen entstehen irgendwann diese ganzen krankhaften, unmoralischen Dinge. Weil warum? Warum? Ganz einfach. Ein Philosoph sagt, achte auf deine Gedanken, denn diese werden irgendwann zu deinen Worten. Achte auf deine Worte, diese werden irgendwann zu deinen Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn diese werden irgendwann zu deinen Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn diese werden irgendwann zu deinem Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn dies wird dein Schicksal bestimmen, wohin du gehst. Punkt. Der Islam
Und Alhamdulillah, Allah kommt, setzt die Barrikade direkt und sagt, ein Muslim darf nicht alles denken, was er will. Du kannst nicht sagen, ich kann nur denken, was ich will. Du darfst nicht alles denken, was du willst. Du darfst nicht schlecht denken über einen Muslim. Du musst gut denken. Das ist eine Übungssache. Warum denkst du immer gleich das Schlechte? Also ist da eine Steuerung, dass du immer gleich das Negative, oh, der hat das gerade das gemacht. Immer negativ. Warum nicht positiv? Warum kannst du nicht positiv? Nein, ich weiß das schon. Nee. Warum? Warum kennst du dein Inneres? Nein. Allah verlangt von dir, dass du gut denken sollst. Es tut dir gut, es tut ihm gut. Glaub mir, Menschen, die immer schlecht denken, die werden immer psychisch krank, weil die denken, alles ist schlecht, alle sind gegen ihn, alle sind verschwört gegen ihn. Und das führt irgendwann dazu, dass er immer schlecht denkt. Was passiert? Irgendwann kommt das in sein Wort. Was passiert dann? Irgendwann fängt Lästerei an, schlecht reden über einen Muslim und er bekommt ganz viele Sünden. Das wird sein Verderben. Deswegen kommt Allah und sagt, stopp. Suizan darfst du nicht machen. Du darfst nicht alles denken. Warum? Ich weiß, was du denkst nämlich. Was würdet ihr denn denken, wie sich jemand fühlen würde, wenn er den schlechten Gedanken gerade hört? Wenn ich jetzt schlecht Hascha über einen Bruder denke und er würde gerade meine Gedanken hören, würde ich mich nicht im Grund und Boden schämen? Würde ich. Warum machst du es dann? Allah weiß es doch. Und er wird dich dafür zur Rechenschaft ziehen. Deswegen kommt Allah und sagt, eure Gedanken, stopp, wisset, ich weiß alles, kontrolliert eure Gedanken. Auch wenn niemand da ist, wenn ihr mit euch allein seid. Ich weiß eure Gedanken. Ein weiterer Punkt ist, um das zu erwähnen, ist, es gibt manche Menschen, sie erklären sich selbst immer für gut. Ich habe ein sauberes Herz, Bruder. Ich bin ein guter Mensch, sagen sie immer. Ich habe mal an der Arbeit einfach mal Leute gefragt, da hatten wir Pause, und ich habe gefragt, bist du ein guter Mensch oder schlechter Mensch? Und ausnahmslos haben alle zu mir gesagt, ich bin ein guter Mensch. Keiner hat je gesagt, ich bin kein guter Mensch. Alle haben gesagt, ich bin ein guter Mensch. Und dann unter ihnen waren auch ganz komische Menschen gewesen, die eigentlich überhaupt vielleicht auch nicht so gut waren. Aber alle haben sich für gut gehalten. Da habe ich gefragt, warum? Manche haben gesagt, ich bringe die Leute zum Lachen. Der andere hat gesagt, ich habe mal damals einen Obdachlosen was gegeben. Und 1:1, subhanallah, berichten unsere Bücher. Der Mensch ist so. Der Mensch macht 100 schlechte Sachen, aber eine gute Sache macht er und dann hebt er diese hervor und sagt, ich bin ein guter Mensch. Mein Herz ist sauber. Guck mal, was Allah subhanahu wa ta'ala über die Sache sagt. Allah sagt, هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. Allah erkennt euch sehr wohl, als er euch aus der Erde hervorgebracht hat und als ihr noch ein Embryo in dem Mutterleib eurer Mutter gewesen wart. Allah weiß, kennt euch. Er hat euch ja aus der Erde geholt. Er kannte euch schon damals und auch als jetzt Embryo drin gewesen war. In diesem Stadium kannte er euch, im Embryo-Stadium kennt er euch. Und jetzt seid ihr auf der Welt und wollt euch für sauber erklären. Was sagt Allah? Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah kennt doch die Gottesfürchtigen unter euch. Allah sagt eigentlich hier, Fala tuzakku anfusakum. Lobt euch bloß nicht selbst. Lobt euch bloß nicht selbst. Sagt bloß nicht, ich bin gut. Haltet euch für rein. Allah kennt doch sehr wohl, wer von euch gut und wer schlecht ist. Warum? Ihr müsst euch nicht für gut halten. Du musst nicht sagen, ich bin ein guter Mensch. Du musst das nicht machen. Allah kennt dich doch. Allah kannte dich, wo du noch Erde warst. Er kannte dich im Bauch deiner Mutter. Er kennt dich jetzt. Warum redest du überhaupt über dein Inneres, dass du gut bist oder schlecht bist? Statt deine Zeit zu vergeuden mit ich bin gut oder ich bin schlecht, mach lieber Tauba und Istighfar. Ein Mensch, der sich sowieso als gut schon abgestempelt hat, seinen Haken gesetzt hat, er ist ja schon gut. Er muss ja nichts mehr machen. Deswegen jemand, der sagt, diese typische bekannte These, die habt ihr alle schon gehört. Das sind immer diese Menschen, die nie beten, die nichts machen. Da kommen sie und sagen, aber ich habe ein sauberes Herz, Bruder. Wallah, ich habe ein reines Herz, ich bin ein guter Mensch. Diese Menschen, die genau diesen Satz äußern, das ist genau das, wo du sagst, genau du bist ein schlechter Mensch. Das ist so ein typisch schlechter Mensch als Muster. Denn, warum erklärst du dich für gut? Was bringt dir das? Allah kennt doch die Gottesfürchtigen unter uns. Deswegen, ihr müsst euch selbst nichts beweisen. Ihr müsst den anderen auch nichts beweisen. Allah kennt euch am besten. Seid nur Allah gegenüber. Beweist euch Allah gegenüber, sonst niemand anderen, denn Allah kennt euer Inneres. Es bringt nichts, dass ihr anderen Leuten was beweisen tun. Ich bin ein guter Mensch, ich bin sauber, aber ihr zu Allah überhaupt nicht. Gut seid, schlecht seid. Ein weiterer Punkt ist, was haben wir davon, wenn wir wissen, dass Allah Al-Alim ist, dass Allah mit seinem Wissen alles umfasst? Dann haben wir eine Sache, das war gerade das Innere, dass man sich selbst nicht für rein halten soll, dass Allah das Verborgene kennt.
Was passiert, wenn wir das wissen? Wir haben gesagt, unser Ikhlas, unsere Absichten, unsere Gedanken, unsere Emotionen können wir dann besser kontrollieren, wenn wir wissen, Allah sieht uns. Yani wir fangen an, mehr Wert unseren Innerlichen zu geben, statt Äußerlichen. Aber es gibt auch genauso außenrum, also äußerlich, wenn du weißt, dass Allah alles weiß. Wenn du weißt, dass Allah alles weiß, dann fängst du an, vorsichtiger oder weniger oder kaum Sünden zu begehen. Imam Shanqiti sagt, die Gelehrten haben Ijma darüber gemacht, dass die Eigenschaft Allahs, Al-Alim, der Allwissende, die Eigenschaft ist, die den Menschen am meisten beeinflusst, keine Sünden zu begehen. Warum? Sie sagen, stellt euch einen König vor. Dieser König ist ein mächtiger, ein angesehener König. Und dieser König hat Grenzen gezogen und sagt, jeder, der diese Grenze überschreitet, den werde ich den Kopf abschlagen. Und er macht es auch. Jeder, der diese Grenze überschreitet, den schlägt der König ohne Zögern den Kopf ab. Und der König weiß, wer seine Grenze überschreitet. Immer. Würdet ihr die Grenze dieses Königs überschreiten? Nein, würdet ihr nicht machen. Allah subhanahu wa ta'ala hat für uns Regeln aufgesetzt. Und Allah ist Aziz und Zuntiqam. Allah ist derjenige, der Vergeltung ausüben wird. Allah ist derjenige, der alles weiß. Denkt nicht, dass er irgendwas vergessen wird oder nur weil er gerade euch nicht bestraft, dass das so davon kommt. Nein, nein. Genau wie der König, der euch den Kopf abschlägt, gibt es einen Allah, der alles weiß. Jede Grenze, die überschreitet, er das weiß und ihr dafür im Jenseits dafür zur Rechenschaft gezogen wird. Guck mal, und wenn man das weiß, Allah sieht mich, Allah weiß über meine Situation Bescheid, was passiert dann? Dann geschieht Folgendes. Man bleibt fern von Sünden. Es gibt einen Sahabe namens Mersed ibn Mersed. Mersed ibn Mersed. Das war ein Sahabe gewesen, der ist von Medina nach Mekka gegangen und hat Muslime nach Medina entführt. In einen Schlepper, wie nennt man das so, die Flüchtlinge bringen, ne? Der hat die Leute da rausgebracht, die Muslime wurden da unterdrückt und der hat die von Mekka nach Medina gebracht. Mersed ibn Mersed läuft eines Abends wieder los, der Prophet schickt ihn, um Muslime von Mekka nach Medina zu bringen. Er läuft eines Abends, eine Frau kommt aus dem Haus und diese Frau erkennt ihn an seinem Schatten und sagt, Mersed, und es war die Frau, eine Frau namens Anaq. Und Mersed sagt, ja Anaq. Und dann sagt sie, was machst du hier, Mersed? Mersed und Anaq hatten in der Jahiliya eine Beziehung miteinander gehabt. Sie hatten eine Beziehung, so eine Beziehung, dass sie durch den Schatten an der Wand ihn erkannt hat. Also stellt euch den Rest vor, was für eine Beziehung die miteinander hatten. Sie sagt, Mersed, komm heute und übernachte bei mir. Er sagt, nein. Sie sagt, komm und übernachte bei mir. Mersed sagt, ja Anaq, inna Allah harrama zina. O Anaq, Allah hat Zina haram gemacht. Guck mal, dieser Junge, hätte er diese Geschichte nicht überliefert, dann würden wir niemals von diesem Hadith mitkriegen. Niemand war da, außer diese Frau und er. Eine Liebe, die von damals gewesen war. Früher. Was macht er? Er sagt, inna Allah harrama zina. O Anaq, Allah hat das Zina haram gemacht. Warum? Er wusste doch, dass Allah ihn sieht. Er wusste doch, dass Allah darüber Bescheid weiß, wenn er diese Tat begeht. Er wusste doch, dass Allah das weiß. Wie soll er zu Allah wiederkehren? Was sagt er? Nein. Anaq ruft daraufhin, beleidigt ihn und sagt, oh Leute, das Stachelschwein, das Schwein ist da, Mersed, der will die Leute entführen. Daraufhin laufen 8 Leute ihm hinterher, Mersed flüchtet, an einem Ort versteckt sich, Allah lässt die Kuffar blind werden, hat da Mersed berichtet. Sie haben uriniert, ihr Urin hat mich sogar berührt, aber sie haben mich nicht gesehen. Also so nah waren sie an mich ran, aber sie haben mich nicht gesehen. Allah hat sie blind werden lassen. Wie hat Mersed das gemacht? Er wusste, dass Allah seine Situation weiß, dass Allah darüber Bescheid weiß, wenn er es macht. Jetzt könnt ihr denken, naja, vielleicht hat er sie nicht geliebt. Er konnte ihr widerstehen. Nein. Er geht nach Medina und er geht zum Gesandten Allahs und sagt, ja Rasulallah, soll ich Anaq heiraten? Und der Gesandte Allahs sagt, sehr faszinierend, wirklich, er schweigt. Er schweigt und dreht sich um. Daraufhin sendet Allah Verse herab in der Surah Nur, wo Allah sagt, الزاني لا ينكه إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكهوها إلا زان أو مشركة وحرم ذلك
ala al-mu'minin. Vorbei. Allah sendet folgende Verse ab. Der Sinnertreibende heiratet nur eine Sinnertreibende oder eine Muschrik. Und die Sinnertreibende heiratet nur einen Sinnertreibenden oder einen Muschrik. Und dies wurde für die Gläubigen für haram erklärt. Und der Gesandte sagt, heiratet nicht Merced. Und er heiratet sie nicht. Ich fand das, wo ich das gelesen habe, sehr, sehr berührend. Ein Mensch, der dem entkommen ist, hat sich noch zurückgehalten, hat vielleicht gedacht, Allah öffnet ihm jetzt eine Tür, aber Allah hat trotzdem das für ihn verboten gemacht. Heutzutage gibt es ja solche Menschen, die ihre Religion für Hochzeit verkaufen, die ihre Religion für einen Mann, Frau verkaufen, die danach zum anderen Denkweisen, Strömungen hingehen und danach so denken, nur weil der Mann so ist, auf einmal einen Muschrik heiraten, aber ja, er denkt doch nicht so. Aber guck mal, ich habe doch gesagt, ob Erdogan Kafir ist, er sagt, Erdogan ist ein Kafir, ich heirate ihn aber jetzt. Guck mal, das passt doch. So völlig primitive Menschen. Hätte Merced nicht sagen können, ich gehe sie trotzdem heiraten, ich werde zum Islam bringen, dann wird sie, wenn nach Medina kommt, wird sie zum Islam konvertieren. Hat er nicht. Warum? Er wusste, Allah kennt sein Inneres. Allah weiß über sein Inneres Bescheid. Er wusste, dass Allah sein Inneres weiß. Und wenn er das jetzt machen würde, würde er versuchen, Allah sein Wort zu entkommen, irgendwie einen Ausweg zu suchen. Und er hat sie nicht geheiratet und hat keinen Sinn mit ihr gemacht. Warum hat er das geschafft? Weil er wusste, dass Allah alles weiß. Und wenn er die Sache macht, dass Allah darüber Bescheid weiß und dies aufgeschrieben wird. Jemand, der vergisst, dass Allah allwissend ist, dass Allah sein Wissen alles umfasst, der verfällt von Istiqamat. Guck mal, hier trifft es auch auf Muslime zu. Du musst nicht immer sagen, ich glaube nicht, dass Allah alles weiß. Manchmal sagst du, ich glaube, dass Allah alles weiß, aber du lebst so, als würde Allah nicht alles wissen. Das ist das Gleiche. Du lebst so, als würde Allah deine Gedanken nicht sehen. Du immer schlecht. Du denkst immer schlecht, du fühlst immer schlecht, du machst immer schlecht, wenn keiner da ist. Du lebst, als würde Allah das nicht wissen. Du sagst nicht mit dem Mund, aber du zeigst es mit deinem vollen Einsatz die ganze Zeit. Allah sagt zu diesen folgendermaßen: وَيَوْمَ يَحْشُرُ أَعْدَاءَ اللَّهُ إِلَّا النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. Und an dem Tag werden die Feinde Allahs allsamt vor dem Feuer versammelt werden. Und sie werden in Gruppen geteilt werden. حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Bis sie das Feuer erreichen. Dann werden ihre Ohren, ihre Augen, ihre Haut Zeugnis gegen sie ablegen für das, was sie getan haben. وَقَالُوا. Und sie werden sagen, لِجُلُودِهِمْ, zu ihrer Haut, لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا. Warum macht ihr Zeugnis gegen uns? Wir sind doch alle eins. Warum redest du gerade gegen mich? Oh, mein Ohr, meine Zunge, meine Augen. Warum redest du gerade gegen mich? قَالُوا. Und die Organe werden sprechen, أَنْتَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Allah lässt uns sprechen, der alle Dinge sprechen lässt und der euch erschaffen hat und ein weiteres Mal erschaffen wird und zu ihm die Rückkehr ist. Und jetzt kommt's. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ. Allahu Akbar. Und Allah sagt hier folgendermaßen: Ihr habt doch genau gedacht, ihr wart es doch genau gewesen. Ihr pflegtet die ganze Zeit, euch nicht zu bedecken. Ihr habt doch die ganze Zeit so gelebt und getan, als würde Allah es nicht wissen die ganze Zeit. Ihr habt doch so frei gelebt. Ihr habt nicht einmal darauf geachtet, was, wenn Allah das weiß. Euer Schamgefühl ein bisschen versucht zurückzuhalten, habt ihr nicht getan. Habt ihr nicht getan. Wenn heute euer Vater euch sehen würde, würdet ihr niemals Alkohol trinken. Wenn ihr irgendwo Sinner macht und ihr wisst, das wird euer Vater erfahren, würdet ihr das machen? Niemals. Ihr macht das ja mit dem Gedanken, dass er es nie erfährt. Oder aus Scham. Aber Allah weiß doch alles. Ihr habt aber alles gemacht, ohne euch einmal zu bedecken damit, sagt Allah. Weiter sagt er: Weder euer Gehör habt ihr bedeckt, noch habt ihr versucht, eure Augen irgendwas oder eure Häuter zu bedecken. Und sie alle haben Zeugnis gegen euch abgelegt. Allah sagt, ihr hättet niemals gedacht, dass eure Häuter, eure Augen, eure Ohren Zeugnis gegen euch ablegen. Ihr hättet das niemals gedacht. Weiter sagt Allah, sondern ihr habt nur gedacht, dass Allah nicht viel kennt von dem, was ihr tut. Ihr habt immer gedacht, Allah würde nicht alles wissen, was wir tun.
Ihr habt immer gedacht, Allah würde nicht viel wissen von dem, was wir tun. Ja gut, wir machen, aber ja komm, egal, immer alle machen. Vielleicht geht das so unter ein bisschen, ja, Allah. So war das dann im Endeffekt nicht. Alles, jeder einzelne Punkt, Sekunde in eurem Leben wusste Allah und alle haben Zeugnis abgelegt. Und Allah sagt, ihr habt gedacht, dass Allah das nicht wüsste. Falsch gedacht. Ich komme inshallah zum letzten Punkt und dann beenden wir den heutigen Unterricht, der ist schon ein bisschen zu lang sogar geworden. Und zwar Al-Alim und der Tawhid. Allah sagt im Koran, Innama ilahukumullahu allazi la ilaha illahu wasi'a kulla shay'in ilman. Euer Gott ist nur Allah, derjenige, außerdem es keine Gottheit gibt. Er umfasst alles mit seinem Wissen. Wa huwa allazi fi samai ilahun wa fil ardi ilahun wa huwa al-hakimul alim. Astaghfirullah. Und er ist Gottheit im Himmel und er ist Gottheit auf Erden. Und er ist derjenige, der alles Wissen besitzt und der Weisheit, alles mit Weisheit handelt. In der arabischen Sprache gibt es jetzt, ohne auf die sprachliche Dings einzugehen, gibt es manche Regeln. Man sagt zum Beispiel hier, warum ist Allah Gottheit, wenn man die Fragen stellen würde, warum ist Allah Gottheit im Himmel und Gottheit auf Erden? Da kommt genau die Antwort danach, weil er ist Al-Alim und er ist Al-Hakim. Weil er ist derjenige, dessen Wissen alles umfasst hat und der mit Weisheit handelt. Ich möchte euch auf eine Sache hindeuten, und zwar, wenn ihr ein Problem habt, warum das wichtig ist, dass ihr wisst, Allah Al-Alim ist, wenn ihr ein Problem habt, dann geht ihr nicht zu einem reichen Menschen hin und sagt, oh, helft mir. Ne? Ihr geht zu wen hin? Ihr geht zu einem Menschen, den ihr kennt, hin. Also wenn ihr eine Sorge oder ein Problem habt, dann geht ihr nicht zu irgendjemandem draußen und sagt, ey, kannst du mir mal helfen? Du gehst zu einem Menschen, der dich kennt, der Wissen über dich hat. Warum? Er steht dir näher. Den fragst du. Du fragst und wenn alles ausgeschöpft ist, wendet sich deine Fitra dann irgendwo hin, dass du dann deine Hände öffnest und zu Allah betest. So läuft das aber nicht. So läuft das alles nun mal nicht. Ihr könnt nicht Allah immer an die Seite schieben als letzte Instanz benutzen. Das ist kein Iman. Das ist nicht die Kunst. Der Iman besteht darin, der Tawhid darin besteht in dem Namen Allahs Al-Alim, dass wenn ihr eine Sorge und ein Problem habt, zu wem sollt ihr gehen? Der euch am besten kennt. Der sogar das kennt, was ihr denkt und was ihr fühlt, wo ihr euch nicht mal eurem besten Freund das erzählen würdet. Er weiß das doch. Geh und wende dich Allah zu, heb deine Hand. Was gehst du zu anderen Menschen die ganze Zeit hin? Und versuch da und da passiert nichts. Und dann gehst du erst zu Allah. Geh doch zu Allah, der dir näher ist als deine Halsschlagader und der das gesamte Wissen über dich, über das Ghaib, über dein Schicksal, über deinen weiteren Werdegang, alles hat doch Allah. Mach doch deine Hand auf, mach Dua zu Allah. Der zweite Punkt ist in dem Tawhid von Al-Alim ist, dass der Mensch nur einzig und allein die Gesetze Allahs befolgt. Guck mal, man befolgt die Gesetze Allahs, die er für uns gemacht hat. Allah, seine Gesetze, die Scharia ist nicht altmodisch. Die Demokratie ist altmodisch, die gab es Zeiten der Römer. Der Kommunismus, der Sozialismus ist altmodisch, nicht die Scharia. Der Kapitalismus bringt die Ausbeutung. Diese unmoralischen, laizistischen, ganzen Denkweisen und Ideologien, die gab es schon damals. Die sind altmodisch. Die Scharia kann doch nicht altmodisch sein. Wie kann denn die Scharia altmodisch sein, wenn Allah Al-Alim ist? Allah ist der Allwissende. Allah hat das Wissen der Ghaib von allem. Er weiß, sein Wissen hat alles umfasst. Was passieren wird, was passiert ist, was noch kommen will. Wenn Allah ein Gesetz erlässt, hat er ganz gewiss die gesamte Zeit alles mit seinem gesamten Wissen beurteilt und hat mit dem Namen Al-Hakim ein Gesetz gegeben. Weise. Er hat ein Gesetz gegeben und dieses Gesetz ist für alle Zeiten gültig. Du kannst doch nicht zu mir kommen und sagen, ich soll demokratische, von Menschen gemachten, egal wer es ist, von menschengemachten Gesetzen gehorchen. Menschengemachten Gesetze haben nicht das ganze Wissen von allem. Sie verstehen mich doch nicht. Ein reicher Politiker war doch noch nie arm gewesen, er war noch nie auf der Straße. Wie soll er den verstehen? Wie soll er das Wissen über diesen Menschen haben, um ihm den Weg zu erleichtern? Versteht er doch gar nicht. Wie kann er so ein Mensch da oben mit seinem Schlips und Kragen kommen und einfach Gesetze erlassen? Das ist doch gar nicht fair. Das ist doch gar nicht gerecht. Wie soll das denn gehen? Die haben doch gar nicht Wissen über die ganze Situation, über alle Menschen, über die bestimmten Sorgen und Probleme der Menschen. Die hatten noch einige Probleme überhaupt noch nie in ihrem Leben gehabt. Wie sollen die mich verstehen und ein Gesetz erlassen? Deswegen sagen wir, Allah, seine Gesetze sind solche Gesetze, die das gesamte Wissen von jedem Menschen, jedem Lebewesen, des gesamten Planeten, Allah umfasst alles mit seinem Wissen und hat damit die Scharia Gesetze erlassen. Was kann das wohl für ein schönes Gesetz sein, oder? Also jemand, der so ein Gott ist, seine Gesetze müssen ja so schön sein und tatsächlich bringen seine Gesetze Gerechtigkeit.
Und tatsächlich bringen seine Gesetze Frieden. Seine Gesetze bringen Barmherzigkeit. Seine Gesetze bringen Rahmat in die Gesellschaft. Ein Einklang, ein Zusammenhalt. Seine Gesetze bringen den Erfolg und keine Ausbeutung, keine Toten, keine Unterdrückung, keine Folter, keine was weiß ich was, Korruption. Bei Allah sind alle gleich. Das ist ein gerechtes Gesetz. Das ist die Scharia. Deswegen, ein Muslim wird sich niemals von anderen Gesetzen richten lassen, außer die Gesetze Allahs. Die Gesetze Allahs sind für uns an höchster Stelle. Und es ist unmöglich, dass jemand von uns verlangt, dass wir irgendeine andere Grundordnung höher als die Gesetze Allah stellen. Das ist unmöglich und nicht diskutabel. Das kann man nicht mal in Anbetracht ziehen, so einen primitiven Vorschlag zu machen überhaupt. Für uns Muslime ist das göttliche Gesetz, das heilige Gesetz, ein gerechtes Gesetz, was auf alle Zeiten gültig ist und für alle Zeiten akzeptabel und barmherzig ist. So ein Allah haben wir, der auf die Grundbedürfnisse aller Menschen, ob Ahl Kitab, Jude, Christen, Muslim, alle für diese Gesetzgebung, ist diese Gesetzgebung das Gerechte. Das zum heutigen Vortrag, inshallah. Wir werden im nächsten Unterricht mit dem Namen Al-Alim weitermachen und dann inshallah auch den Namen versuchen zu beenden. Nad'u Allah yajma'na ala kitabillah wa ala shari'ati Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin.